Servus beieinander, der Johann Barsi ist da. Wie versprochen, zeige ich euch heute die Roquefort-Sauce. Jetzt gut aufpassen. Wir brauchen ein bisschen Zwiebeln, wer es gern hat, ein bisschen Knoblauch. Die lassen wir schön anschwitzen. So, und dann Gemüsebrühe. Dann kochen wir die Geschichte schon mal durch. Dass es schön cremig wird, Creme fraiche. Creme fraiche immer zuerst gut verkochen, bevor man Sahne oder sowas rein tut. Oder Milch, weil sonst gerinnt ist, weil es ist ja doch, hat ja doch gut Säure. Dass es nicht ganz so gar wird, ein bisschen Milch. Und ein bisschen Sahne. So, und dann würzen wir die Geschichte. Dass wir es gut verdauen können. Kümmel. Ein bisschen Zucker, dass abgerundet wird. Salz, aber aufpassen, nicht zu viel, der Roquefort hat selber viel Salz. Und Pfeffer. So, und dann ist jetzt das relativ dünn. Jetzt können wir es einkochen bis zum geht nicht mehr, dann haben wir aber wieder so viel Fett drin. Jetzt müssen wir es ein bisschen abbinden. Da habe ich ein richtiges Zaubermittel. Johannisbrotkernmehl. Keine Kalorien und bindet wie Sau. Man braucht immer ganz wenig, sonst wird es schleimig. Und vor allem ein bisschen durchkochen, weil es gern nachzieht. So, und jetzt habe ich da noch was. Das macht das Ganze, gibt es noch einen besonderen Kick. Und das ist Minze. Ich habe da fein geschnittene Minze. Wenn ihr keine fein geschnittene Minze daheim habt, einen Pfefferminztee habt, bestimmt daheim, das funktioniert auch. Und jetzt im Breckerl, nein, der Roquefort. Und damit es eine schöne Farbe gibt, ein paar Tomatenwürfeln. So. Da haben wir jetzt ein paar Nudeln verkocht. Am besten auch die Sauce so richtig schön aufnehmen. Dann kommt da unsere Sauce rein. So ist das nicht schön. Viel Spaß beim Nachkochen und schön aufpassen, was das nächste Mal gibt. Servus beieinander.